Vor einer Woche der Außerirdische, noch zerlegt auf dem Weg zu seinem Arbeitsplatz, dem Münchner Oktoberfest. Der Galactor ist nur einer von 64 Schwertransportern, die alle für die Indoor-Achterbahn Star World auf die Wiesn müssen. Es ist schon wieder Stress, weil auch wenn wir es 10-mal im Jahr machen, es ist immer wieder was anderes. Wir müssen gucken, wie der Nachbar, wie dicht er rangebaut hat, wie das Wetter mitspielt, weil das ist alles ein Zeitfaktor. Wir müssen pünktlich fertig sein, dass wir keine Probleme mit der Behörde bekommen, weil es wäre fatal, wenn ein Geschäft da einfach zu hat und die anderen schon alle aufhaben. Endlich angekommen, bevor ich euch Erdlinge ins Reich der Außerirdischen entführen kann, muss meine Weltraumstation aufgebaut werden. Ein matschiger Platz auf der Münchner Theresienwiese, so groß wie ein Fußballfeld. Damit die tonnenschwere Stahlkonstruktion darauf hält, muss der Boden eben sein. Das Lasermessgerät zeigt an, wann das der Fall ist. Noch ein bisschen. Wir müssen einfach den Boden hier ausgleichen, dass wir alles auf eine Höhe hinbekommen, dass wir auch später im oberen Bereich keine Probleme im Aufbau bzw. in der Fahrbahn hinkriegen. Uns können Züge entgleisen bzw. können sogar Tote dann entstehen. 25 Arbeiter braucht Klaus Renoldi für den Aufbau in den nächsten 6 Tagen. Alle wissen, was zu tun ist, aber der 28-Jährige ist immer dabei, denn die Verantwortung liegt bei ihm. Okay, jetzt die Konusse rein. Die Konusse rein. Ja. 5000 Verbindungen, gesichert mit Stahlstiften, nicht einer darf fehlen. Die Arbeiter richten schon die erste Stütze auf. Plötzlich Stopp. 2 Containerladungen mit Fundamentteilen sind nicht da. In diesem Moment wird Renoldis Traumberuf zum Albtraum. Sein 60.000-Euro-Projekt steht auf dem Spiel. Denn so viel kostet ein Aufbau mit dem Transport, wenn alles nach Plan läuft. Und jede Verzögerung hat fatale Folgen. Der Sünder ist gefunden. Wahrscheinlich stehen die im Stau. Ich werde die jetzt noch mal anrufen, wo die endlich bleiben. Warum? Was ist jetzt? Ja, weil wir kommen einfach draußen nicht weiter. Und das ist das Problem, dass jetzt das ganze Personal natürlich rumsteht und jede Stunde kostet Geld und das verzögert sich alles nach hinten mit dem Aufmachen. Ne? Mit jeder Stunde Warten gehen 375 Euro den Bach runter. Aufatmen, als der Container nach 2 Stunden endlich da ist. Die Lücke im Fundament kann jetzt geschlossen werden. Trotz Zeitverlust darf nicht geschlampt werden. Ist das Fundament um nur 1 Zentimeter verschoben, passt oben nichts mehr zusammen. Dieser 1 Zentimeter kann in der Höhe zu einer Lücke von einem halben Meter führen. Arbeit in 27 Meter Höhe ohne Geländer. Was Klaus von seinen Arbeitern verlangt, macht er auch selbst. Nur so lässt sich ein 12-Stunden-Tag durchstehen, ohne Meuterei, sagt er. Die Voraussetzung? Schwindelfreiheit. Das muss man bei dieser Höhe sein. Und das haben wir auch eigentlich als Kind schon, mit meiner Schwester und ich, haben wir schon mit 10 Jahren in diesen Höhen hier einfach Fangen und Kriegen gespielt. Darum habe ich mit solchen Höhen keine Probleme. Seine Familie hat schon seit 3 Generationen Fahrgeschäfte. Auch seine Schwester Nina hilft mit im Unternehmen. 16 Uhr, Zeit fürs Mittagessen. Dann sind die Schienen dran. 810 Meter müssen verlegt werden. Das Problem? Die Schienen sehen sich täuschend ähnlich. Aber jede passt nur an genau einer Stelle, wie bei einem Puzzle. Weiter, weiter. Gut. Noch weiter. Weiter, 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 weiter. Kein Spalt darf zwischen den Schienen bleiben, denn sonst könnten die Waggons an dieser Stelle entgleisen. 2 Tage später. Die Indoor-Achterbahn bekommt ihr Gesicht.
Die Fassade soll der Blickfang sein. Sie entscheidet über den Erfolg des Fahrgeschäfts. Die bis zu 5 Tonnen schweren Teile müssen hoch oben gesichert werden. Ein Unfall wäre das Aus für die Familie Renoldi. Nach 60 Stunden Arbeit steht die Indoor-Achterbahn. Jetzt prüft Klaus Renoldi die Effekte im Inneren. Die erste Fahrt ist eine Geisterfahrt, computergesteuert mit einer Anlage wie bei der Bundesbahn. Der TÜV-Prüfer muss sie genau unter die Lupe nehmen. Hier ist jetzt die Fahrbahn abgebildet. Wir haben hier den Bahnhof, die erste Auffahrt, die zweite Auffahrt und die Bremsstrecke. Und in diesem Bereich fahren jetzt 3 Züge, die natürlich auf keinen Fall zusammenstoßen dürfen. Und damit sie nicht zusammenstoßen, haben wir Bremsen zwischen den einzelnen Teilen eingebaut, die wir uns jetzt in der Anlage anschauen werden. Denn wenn die Bremsen versagen, wie am Montag bei einem Fahrgeschäft in Mönchengladbach, dann können Züge zusammenstoßen. Hier gab es 7 Schwerverletzte. In München soll sich das auf keinen Fall wiederholen. Die Bremsen im Visier des Prüfers. Dieser Teil des Blocksystems hat funktioniert. Wir probieren das jetzt noch mit allen Bremsen aus und schließen das dann mit persönlicher Probefahrt ab. Maximal 70 Stundenkilometer. Die Testfahrt entscheidet über die Zulassung. Herr Renoldi, die Probefahrt hat auch gut funktioniert. Die anderen Sachen waren auch soweit in Ordnung. Dann kann man die Bahn freigeben. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg für die Visite. Tschüss. Geschafft. Man fühlt sich natürlich wahnsinnig erleichtert, weil der ganze Stress sich hier gelohnt hat und wir jetzt die Leute reingehen lassen können, ohne dass wir Bedenken haben müssen, dass was passiert. Zu guter Letzt müssen die Arbeiter noch den Galaktor, die Galionsfigur, aufbauen. Es ist die größte transportable Jahrmarktsfigur der Welt und der ganze Stolz von Klaus Renoldi. Also wir sind jetzt hier im Brustkorb von Galaktor. Wo Menschen einfach ihr Herz haben, hat Galaktor sein Gehirn. Und hier wird alles von gesteuert, Finger, Mund. Einfach jede Bewegung Galaktor macht, auch die Stimme, wird von hier aus gesteuert. Startklar zur Reise in meine Heimat, ins Weltall.